Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig und der dritte Turm steht A. Clara, komm mal bitte hierher. Jetzt bist du dran. Ich weiß. Mein Name ist Clara. Bringst mich bitte auf die Insel Dash. Ajo, Die Insel Dash liegt im Nordwesten, bleibt überhaupt nichts anderes übrig mehr, ne? ja, die Auswahl ist ab jetzt ziemlich beschränkt, würde ich mal sagen, von daher passt das schon. Aber gut ist wenigstens, dass die Bezeichnung erster, zweiter und dritter Siegelturm da auch jeweils dabei sind. Südele, dann gehen wir doch mal hier. Ja, hier sind lauter Eroten hier, die das als Allee säumen. Na gut. Höchst erotisch der Turm hier auf der Insel Dash. Dritter Siegelturm, yeah. Haha. Weiter geht's. Hier geht's wieder in eine Sackgasse. Ein Gas du Sack. Und was haben wir hier noch? Jo. Da ist mal wieder was Optionales, Gott sei Dank, drin. Und zwar der Superfeuerring. Schauen wir doch mal, was der bringt. Superfeuerring, da ist er. Er erhöht Wirksamkeit vom Feuerzauber. Es steht natürlich für supergeil. Sonst haben wir hier nix. Gut, alles klar. Dann watschen wir doch gerade mal wieder die Treppe hoch. Und schauen, wo wir da landen. Hier geht's wieder irgendwo runter. Hallo Drachili. Hallo. So. Nein, jetzt bin ich ja noch in die Sphinx reingestolpert. Naja, zum Glück ist nur Annie. Die schaffen wir. Oh, die schneebedeckte Flügel? Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Aber ich glaube, das soll einfach nur anderes Gefieder andeuten. Trotzdem sieht es etwas skurril aus. Ja, mir soll es ja recht sein, wenn die sich heilt. Dann kriegt sie halt Annie mehr auf die Gosch. Mit ihrer Kleopatra-Frisur. Wobei eigentlich Kleopatra die falsche Aussprache ist. Ja, eigentlich spricht man so Kleopatra aus. So nebenbei. Genauso wie Caesar eigentlich in der Römische Republik nicht Caesar, sondern Kaiser eigentlich ausgesprochen worden ist. Woher eigentlich auch der Name Kaiser kommt. Also der Name, genau. Der Titel Kaiser kommt. Den hat man ursprünglich Kaisar ausgesprochen. Aber jeder, der Latein mal gehabt hat, dem verzähle ich doch nichts Neues. Okay. Geht's da anscheinend nirgends. Moment, von da kommen wir? Doch, na toll. Yankees Orientierungsklabautermann schlägt mal wieder zu. Verdammt nochmal. Ja, da ist der Superfeuerring gewesen. Irgendwie lande ich immer noch beim Superfeuerring. Na toll. Geh weg. Und du ach. Knetkopf. Gehen wir hier hoch. Und probieren es mal hier. Moment. Komme ich von hier nicht? Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Da geht's hoch. Okay, da sind wir richtig. Gehen wir nochmal zu dem Ultraminotaurus hier, oder was das ist? Ein Gorgon. Alles klar. Aber eigentlich auch mal wieder komplett falscher Name. Die Gorgonen sind eigentlich die drei Schwestern, zu denen auch Medusa gehört. Von daher, ein Gorgon ist das nicht wirklich. Sogar alles andere. Es ist ein Minotaurus in schwarz und mit schwieschte blutrote Hörner und mit roter Windel. Und das Unterdruck von der Windel ist schon voll gekackt. Naja, dafür rächt er sich, indem er halt blutrot die helle Bade schwingt. Sei ihm gegönnt. Nein! Nein! Gegen euch will ich nicht kämpfen. Ich hasse es, gegen diese Tanks hier zu kämpfen. Ah, da ist wieder so ein einzelner Erot. Hallo Erot. Geht's weiter? Ja, das sollte ich vielleicht auch erklären. Also alles, was so Amor ist und so weiter, was in diese Richtung nackiges Kind mit Flügel und mit Pfeil und Bogen geht, das sind in der antike Religion von der Römer eigentlich die Begleiter der Venus. Und die nennen sich halt Eroten. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Es geht natürlich noch eine Nummer blöder, das Ganze zu benennen, indem man die Eros-Knabe nennt. Das ist natürlich noch ein bisschen, ne? Ist noch ein bisschen wärmer. Okay, der Basilisk ist hinüber.
Und dann geht's weiter hier mit dem hier. Dem alten Windelgorgon. Aber die sollten eigentlich auch ein großes Thema sein, genau. Und wir können hoch. Was gibt's dann hier noch her? Steht's mal gern wissen. Wo habt ihr einen Riesling gebunkert? Das gefällt mir nicht so wirklich. So, du kriegst erstmal einen auf die Schnut. Gegen dich kämpfen wir jetzt anscheinend auch noch, okay. Der Dunstdrachen, allerhaupt. Warum nicht? Die sind wenigstens mal wieder anfällig gegen physische Angriffe. Also immer hier schon mal etwas. Viel ziehen sie nicht ab. Haha, von Wege. Und geil. Jawohl, auf dich kann ich noch bauen. Dann macht man den hier fertig. Gordo, ich erwarte Höchstleistung. Das war nicht wirklich Höchstleistung. Dann halt nicht. Yeah. Maxim hat's mal wieder rauskauer. Wo geht's dann hier lang? Da geht's anscheinend zum Riesling-Keller. Und dort drüber. Da geht's auch wieder zu irgendeinem Rieve-Keller. Na gut. Gehen wir erstmal zum Riesling-Keller. So, da ist noch so ein hässlicher Cyclops. Stirb! Da können wir noch rum. Da geht's irgendwo wieder. Ach, hier. Wieder die Gorgone, die Gorgone sind. Und da waschteln wir. Hier langsam wird es ein bisschen unübersichtlich hier. Ich hasse das, wenn ich mich da ständig verlaufe. Gucken wir doch erstmal hier rein. Sieht aus, als würdest du irgendwo hier gehen. Warte mal. Laufen wir doch erstmal den Weg hier ab. Jo. Na, du wirst wahrscheinlich jetzt noch runtergehen hier, ne? Ja. Hallo? Und hier... Ja gut, das wird ja einfach nur ein weiterer Weg sein, wie man hier kommen kann. Wobei, man sollte es lieber abgelaufen sein, da ist man sich sicher, dass man keinen optionalen Gegenstand verpasst hat. Hallo Drache. Schauen wir doch einfach mal. Ja genau, das war Dorona, ging es zum Riesling-Keller und das war der Weg zum Rieve-Keller. Allerhaupt. Dann haben wir also auch wirklich nichts verpasst. Und wir gehen den Weg lang. Ja, die Siegeltürme sind schon etwas tricky, aber bewusst tricky gestaltet. Damit man sich irgendwo verlaufen kann. Gerade was bei mir natürlich immer wunderbare Früchte trägt, weil ich der prädestinierte Typ bin, um sich einfach mal fett zu verlaufen. Ups, geht's denn hier hin oder noch irgendwo hier? Ja. Wo kommen wir dann durch hier? Ah, okay. Guck mal durch hier. Na gut. Dann passt das ja alles wieder. Im Endeffekt führen doch wieder mal alle Wege nach Rom. Gut, alle. Dann haben wir hier mal wieder Gelegenheit, Abaddon zu verwenden. Ich denke, die anderen machen den Vampir jetzt nochmal platt und dann kann Arthur das in der nächsten Runde beenden mit den 2. Schauen wir doch mal, ob die Prognose zutrifft. Ja, Gordo hat natürlich mal wieder Schäde falsche Angriffe. Geil, ja, allerhaupt. Okay. Dann ist das jetzt egal. Dann brauche ich jetzt auch keinen zweiten Abaddon mehr. Gut. Hoch mit uns. Oh, jetzt kommen wir aber hier im fette Treppenhaus an. Ach Gott, hört ihr gar nicht mehr auf? Ah, doch schon. Okay. Da sind wir doch ziemlich zeitig hier durchkommen. Können speichern und schauen mal, was uns da erwartet. Ein Schild anscheinend. Hier scheint keiner zu sein. Ich fühle auch keine fremde Energie. Hier stimmt aber etwas nicht. Und bin schön. Echt komisch. Ja, Maxim. Yeah, Götterschild. Tja, du hätten sie wahrscheinlich auch eine andere kleine Hölle Fürst gebraucht. Du hast dich also vollständig ausgerüstet. Oh, du. Das.
Ich konnte die Siegel nicht brechen und an die Götterrüstungen tragen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, dann gehören die mir. Safer wird es aber nicht. Die Rüstungen passen sehr gut zum Träger vom Lufia-Schwert. Und das bin ja wohl ich. Tada! Lufia-Schwert. Du bist unwürdig, die Götterrüstungen zu tragen. Nimm jetzt Abschied von deinem Leben. Ups. Ja, du kämpfst mal nicht persönlich gegen ihn, sondern nur in seiner Sequenz. Du hast immer noch Energie über. Das ist reine Zeitverschwendung. Maxim. Keine Selan, der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf. Ich zerfetz dich in 1000 Teile. Da kann ich ja nur lachen. Das sieht relativ ausgeglichen aus von der Energie her, ne? Was zum... Haha. Das Lufia-Schwert. Was geht denn du ab? Das Lufia-Schwert hat dich auserwählt. Heiliges Kanonenrohr, da hat doch der Teufel in die Garde geschissen, das kann doch nicht. Ja, Maxim, als Schwert in der Hand. Die Kraft, die sagenhafte Energie, das ist einfach unglaublich. Das kann doch nicht wahr sein, gewittert du nach Keidel noch einmal. Daos. Das kann nicht sein, du hast ja genug Energie für das Lufia-Schwert, Kerle. Sieht wohl so aus, als hätte ich's, ne? Haha. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt sein Feldzug des Terrors fort und zerstört weitere Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht entkommen. Wie du sie aufhalte dann, hä? Erklär mir das mal. Aus der Blatt tritt eine große Kraft raus. Damit wir was schaffen. Ich fühle auch Lisas und Maries Aura. Sie scheinen das Gleiche wie ich zu denken. Schafft ihr wirklich so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr drüber nachzudenken. Geh bitte beiseite. Lisa, Marie, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Yeah. Das ist doch mal eine geile Sequenz, oder? Yeah. Haha. Jetzt ist schon der Fall, Kerler. Dumm gelaufen, Dummkopf. Was zum... Auf der Insel herrscht eine starke Aura. Wir können uns wieder bewegen, auch angreifen. Dann wird's nie mehr lang dauern, bis die kommen. Nee, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Warum? Ich hab ihr Schiff angegriffen. Ich kann's nicht völlig zerstören, aber es kann in mich fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Nicht schlecht, Kerle. Aber wenn das Schiff nicht repariere... Ach, darum habe ich mich bereits gekümmert. Die Todesinsel aufgehalten. Ich weiß aber nicht, für wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was? Exterion, unser prachtvolles Schiff? Dort habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen können. Wir sollten nur Portravia und Lexis vor, ob das Schiff reparieren kann. Dummelt euch, wir halten die Insel hier fest. Wenn es aber zu brenzlig wird, müssen wir fliehen, versprochen? Versprochen. Maxim, vergiss nicht, du bist der Auserwählte, der das Lufia-Schwert tragen darf. Ist mal bekannt. Selan, bring uns mal noch Portravia, sei so gut. Warp! Ja! Alexis, kannst du Exerion reparieren? Ja, ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nee, ruh dich mal aus. Alle hopp. Selan, Entschuldigung, Frosch im Hals. Kann ich dich mal kurz sprechen? Hä? Klar. So, irgendwo die hinterste Ecke gegangen. Ne, sogar rausgegangen. Ach Gott. Du will aber ganz sicher gehen. Was ist dann los, Maxim? Du solltest hier bleiben und... Maxim, jetzt hör doch mal auf, und zwar sofort.
Seelan, Sprich nicht so mit mir. Ich komm mit dir, Maxim. Was auch geschehen mag, ich komm mit. ach, Seelan. Wir gehen zusammen, kehren wieder zusammen zurück und werden zusammen unseren Sohn wiedersehen. Ja. Du hast gelauscht, Guy. Das ist aber nicht gerade die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Die wissen genau, was sie zu tun haben und sie werden es auch gut machen. Hey, du hast ja auch gelauscht. Elfe haben gute Ohren. Bisschen lang die Dinger, oder? Oh, wacht. Mach keinen Scherz über meine Ohren. Das mag ich ja überhaupt nicht. Ich hab nur ein bisschen Spaß machen wollen, weil mir meine Freundin fehlt. Darfst den Kampf verletzt wäre, wenn du sie wiedersehen willst. Ja, außerdem wird sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich jetzt zurückkehre, tät. Das Mädel möchte ich mal irgendwann gern kennenlernen. Ja, lass uns doch mal eine Party feiern, ihr seid alle eingeladen. Ja, das hört sich doch gut an. Wir werden mit unseren Freunden feiern. Genau, je mehr wir sind, desto besser. Habt ihr euren Kaffeeklatsch jetzt beendet? Scheint so, ja. Xerion scheint repariert zu sein. Lexis ist echt ein wahres Genie. Jetzt sind wir dran zu zeigen, was wir so drauf haben, ja? Jo, los geht's. Schön. Aber vorher, zu der Schmalzmusik, ziehen wir erstmal das ultra geile Götterschild an, was sonst kein Mensch tragen kann. Legendäres Schild mit enorm hoher Widerstandskraft. Unser magische Abwehr geht zwar klein ein bisschen runter um 8, aber dafür geht unsere Abwehr um 6 hoch. Wunderwand schützt den Anwender eine Weile vor Verletzungen jeglicher Art. Das ist natürlich ziemlich epic. Okay. So, Lexis. Oh, hier ist gar keine Musik. Was ist denn hier los? Alle Fröhlichkeit ist anscheinend hier weg. Na gut. Mirko? Xerion ist fertig. Siehst, mir kann man halt trauen. Ich halt mein Versprecher. Ich habe Xerion repariert. Jetzt können wir loslecken. Ah jo. Maxim, aber passt gut auf dich auf. Mir wird schon nichts passieren. Die Energie, die die Todesinsel festhält, lässt eindeutig nach. Maxim! Wir müssen uns dummler. Überall sind Monster, sogar im Meer. Was? Das ist aber der Höllefürster zu verdanken. Lass uns mal nachgucken. Ach Gott! So viele Monster, scheiß doch ins Kanonenrohr, müssen wir dann ständig kämpfen. Sogar im Meer gibt's die eklige Monster. Wir werden gut aufpassen müssen. Wir werden uns schon um die Monster kümmern. Geht ihr ruhig schon mal an Bord von Xerion. Aber Das ist doch kein Problem, Herr. Das sind doch auch alles Babys, wächst. was? Ja, er ist wieder zurück und kommt hier standesgemäß auf den Wal zurück. Nimm das. Du? Kann das wahr sein? Hä? Lang nicht mehr gesehen? Digga, du lebst. Natürlich. Warum sollte ich nicht leben? Ich bin doch ein erstklassischer Schwertkämpfer. Ja, das ist DK, ohne Zweifel. Tatsächlich. Habt ihr auch die komische Insel da am Himmel gesehen? Ajo. Dann sollten wir eigentlich mal nicht rumstehen. Uff, schaffe, es geht schon was los. Digga. Ich werde die Monster hier ein bisschen beschäftigen, also machen wir das nach fortkommen her. Alles klar, Mann. Du lebst. Ja, mich wird man nicht so einfach los. Ich könnte dich schon besiegen. Darüber sprechen wir später, Kumpel. Ja, bis dann. Die Höllefürste müssen endlich mal besiegt werden, Herr. Auf geht's! Und die K hat ja schon völlig aufgerahmt. Sehr gut. So dafür, dass er hier nackig gekämpft hat. Aber vielleicht hat er sich wieder ausgerüstet. Ich mach die Monster ja platt. Kümmern ihr euch mal um die Höllefürste. Geil. So, Dilla. Jetzt kommen wir direkt hoch. Die scheinen eingetroffen zu sein. Wer kommt jetzt arg gewackelt? Mal wieder Amon. Das ist anscheinend sein Sekundant. Da aus mein Gebieter. Ich werde die Kreaturen zerschmettern. Interessant. Zeig's mal.
Mit Vergnügen, Meister. Tja, dann zeig mal, was kannst du. Ja, die Aura jetzt ist leider auch wieder fort. Da schickt er uns ein paar Laserstrahler, aber... Haha, nicht mit uns. Wobei, der kann ja doch treffen. Aber, haha, Lexis hat doch einen Notschalter eingebaut. Autsch, da knallen wir halt ordentlich drauf, aber so what? Sind alle okay? Ja, ich bin in Ordnung. Ich auch. Seelan, bitte sag doch was. Oh, hoppla, da war das Erzählen so. Ja, ich auch. Ich bin auch okay, Maxim. Wir sind wohl am Ziel. Das ist der Daos-Tempel. Ziemlich finster. Ich kann die Energie spüren. Böse Energie. Sehr, sehr stark. Seelan, benutzt bitte den Lichtzauber. Und so nebenbei. Ab hier, Seelan, benutzt bitte den Lichtzauber. Geht's bei dem eigentlichen Lufia los. Das ist ja, was wir hier spielen, ist Lufia 2. Rise of the Sinistrals. Und das erste Lufia geht tatsächlich damit los, dass man die Rückblende sieht, wie Maxim und seine 3 Gefährte Guy, Athea und Seelan in Daos Tempel eindringen und dort die Höllefürste knacken und vernichten. Das heißt, was wir hier spielen, das Ende von Lufia 2, ist das Intro von Lufia 1. Das finde ich an sich ganz geil und fand ich auch sehr erwähnenswert. Alles klar. Gut, Alter, jetzt sind wir nämlich da, wo wir hinkören. Das ist also der Daos-Tempel. Die Kälte hier lässt ihm das Blut zu Eis gefrieren. Ihr kommt jetzt in mein Tempel reingekrochen. Daos? Daos, wenn du es bist, dann zeig dich. Ich bin genau über dir. Und genau hier, ihr liebe Leute, machen wir übermorgen weiter bei Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.